Herzlich willkommen zurück beim Audio-Adventskalender und der Geschichte Zimtelefantli. In dieser Geschichte begleiten wir den Rockstar Jack und den kleinen Noah, der erstaunlicherweise irgendwie so tönt, als würde der Erzähler von dem Adventskalender versuchen, für die Rolle vom jungen Walti Scheibli vorzusprechen. Aber egal, wir driften ab. Der Noah hat jedenfalls herzlich wenig verstanden, wo der Jack ihn darum gebeten hat, seine Jacke zu holen. Ich check's ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz. Hören wir doch zusammen rein im zweiten und letzten Teil der Geschichte Zimtelefantli. Der Noah ist nicht rausgekommen und hat den Jack gefragt, wie er das meine. Fucking Elefanten sind auf der Straße! Das ziehen wir uns jetzt rein. Der Noah hat den Jack nur sehr irritiert angeschaut und gefragt, ob es ihm dann auch gut ginge. Die Anna hat ihrem Sohn nämlich einmal erzählt, dass der Jack zwar ein lieber Typ sei, aber manchmal ganz komische M&M's esse und dann amigs ziemlich komische Sachen erzähle. Der Jack hat auf die Frage von Noah aber nur ein kurzes Hä? rausgedrückt und ihm dann den Handybildschirm entgegengestrickt. Vom Zirkus, der gerade in der Stadt sei, sagen die Elefanten ausbüchst. Die sagen jetzt die Attraktion in der Fußgängerzone. So ganz hat der Noah aber immer noch nicht verstanden, was das mit seinem Klassenlager zu tun hätte. Wenn ich eins von Plattenfirmen gelernt habe, dann ist es das Erkennen von Chancen zum Cash machen. Und wenn es je einen Markt für Zimtelefantli gibt, dann ist das jetzt genau der Moment. Wir gehen dort hin mit den Gutzli, du schaust ein bisschen herzig im Zeug umeinander und knöpfst für jedes Zimtelefantli 5 Stutz ab. Aber der Noah hat gemeint, dass es ihm zu doof sei, wie so ein Marktschreier seine Gutzli anzupreisen. Und es sei schliesslich auch viel zu kalt draussen. Ja, wird sicher ein cooles Lager zu Interlaken. Wer will schon ins Tessin, gell, Kleine? Mit dem hat der Jack den Noah schlussendlich geknackt. Okay, aber nur, wenn du deine Gitarre mitnimmst und zu Musik machst, zum Aufmerksamkeit generieren. Wenn so, dann so. Ich bin doch kein Strassenmusiker mehr. Ich fühle inzwischen Stadien. Der Noah hat jetzt sozusagen die UNO-Reverse-Karte ausgespielt und gemeint, Du meinst, deine alte Band füllt Stadien, ohne dich? Nervt dich das nicht? Aber hey, ich versteh's. Als Strassenmusiker Erfolg zu haben, ist schwierig. Herzpublikum, da wird halt nicht dafür abgefeiert, wenn immer wieder das Gleiche machst. und auch der Noah hat jetzt den Jack genau dort gehabt, wo er ihn wollte. Die beiden haben sich zu der Bahnhofstrasse aufgemacht, wo einer von den grauen Riesen gerade 2 Redewendungen auf einmal in die Realität hineingeholt hat. Der Elefant im Porzellanladen hat nämlich dermassen gewütet, dass das Geschäft definitiv nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Auch diverse lokale Radio- und Fernsehsender haben vor Ort über das Ereignis berichtet. Die Polizei hat die Einkaufsmeilen zwar sperren, hat aber aufgrund vom immensen Aufmarsch an Schaulustigen ihre liebe Mühe damit gehabt. Zmitzt ins Geschehen haben sich jetzt auch der Jack und der Noah reingewagt. Während der Noah einen Campingtisch aufgeklappt und zahlreiche Gutzli-Büchsen und ein Kessel drauf abgestellt hat, ist der Jack damit beschäftigt, seine Gitarre an einem batteriebetriebenen Verstärker anzuschliessen. Kurz darauf leitet Jack ein Gitarrensolo an, das er seit längerem heimlich daran tüftelt, aber es noch nie jemandem gezeigt hat. Und der Noah schreit nebendran inbrünstig: Zimtelefantli zu verkaufen! Zimtelefantli! Dies exklusive Souvenir von dem denkwürdigen Tag! Und tatsächlich, es tut sich etwas. Die Menschenmenge schaut in ihre Richtung wie Zombies in The Walking Dead, die von einem lauten Geräusch aufgescheucht werden. Die Menge begibt sich jetzt geschlossen an den Stand vom Noah und kauft en masse Zimtelefantli. Nur ein Herr im Anzug meint, dass das doch übertrieben sei, was der Kleine für die Gutzli verlangt. Ja, das sagt Gott richtig. Hast du mal Danke gesagt, dass ich mit meinen Steuern die Pleite von deiner Bank abgewendet habe? Für dich hat sich der Preis Gott verdoppelt. Wie ein geschlagener Hund zahlt der Herr schlussendlich das Gutzli und der Noah und der Jack geben sich dabei ein High Five, das so klopft,
wie sonst nur der explodierende Böck beim 6 läuten. Nicht nur im Kessel vom Noah, auch im Hut vom Jack neben dem Gitarrenverstärker landet während der Verkaufsaktion die ein oder andere Münze. Nach wenigen Minuten sind alle Zimtelefantli verkauft und der Noah nudelfertig, aber glücklich gsi. Wo der Jack einen Song zu Ende gespielt hat und die Strahlen im Gesicht vom Noah sieht, nimmt er den Hut vom Boden auf und drückt ihn ihm in die Hand. Jetzt langt es ganz bestimmt fürs Dessin, sagt der Jack mit einem Augenzwinkern. Aber du bist doch jetzt arbeitslos. Du brauchst das Geld doch selber, meint der Noah. Ich habe mich noch immer irgendwie durchgeboxt. Plötzlich steht eine Gruppe von 3 Leuten vor ihrem Stand. Sorry, alle Zimtelefantli sind so weg, meint der Noah. Wir sind nicht wegen denen da. Aber coole Idee. Gut gemacht, Kleine. Der Mann hat auf den Jack gezeigt und gemeint, Krasse Riffs. Spielst du schon in einer Band? Uns ist unser Gitarrist heute Morgen abgesprungen. Das nur, um mit so einer anderen Band auf Tour zu gehen. Das arrogante, hure Freibiergesicht. der Jack war irgendwie gerade froh, dass die Jungs ihn offensichtlich nicht erkannt haben. Er hat sich bedankt und gesagt, Nein, zurzeit habe ich kein Bandprojekt. Hey, dann spiel heute Abend doch mit uns. Und wenn's matcht, kannst du bleiben. Was meinst du? Ja, wieso nicht? Wo spielt ihr denn? Hey, gerade hier in der Stadt, im Zirkus. Also, ja, wenn's bis dann die Elefanten wieder eingefangen haben. Hey, ich weiss, Zirkus, das klingt super lame. Aber hey, die wollen das Ganze ein bisschen aufpeppen mit uns. Bist du dabei? Okay, probieren wir's. Ich bin dabei. Geil, Mann! Nehmen wir das hure Zelt auseinander, würde ich sagen. Leute, die im Zirkus auftreten, hat sich der Jack irgendwie weniger sympathisch vorgestellt als die Typen, die da gerade vor ihm gestanden sind. Der Noah sowie die ganze Band haben sich jetzt gegenseitig gehigh-fived, wo plötzlich am Jack sein Handy läutet. Eine unbekannte Nummer. Daniels? Jack, da ist Anna. Wo stecken der Noah und du? Daheim habe ich euch nicht gefunden. Wir haben ihm gerade das Klassenlager finanziert. Und ich habe wieder eine Band! Eine Band! Eine fucking Band! Kannst du noch? Also mal nur für heute Abend. Aber genug von uns. Wie ist es bei dir gelaufen? Oh wow, wie ist denn das alles so schnell passiert? Jedenfalls ist es bei mir auch super gelaufen. Sie haben meinen Vorschlag einstimmig angenommen. Lass uns feiern. Der Jack hat nur gelächelt und der Anna geantwortet, Ach, Anna. Life is magical. ach, das Leben ist doch wirklich manchmal magisch. Was gestern noch wie eine riesige Niederlage gewirkt hat, kann morgen plötzlich dein grösster Sieg sein. Du musst einfach immer vorne schauen und deine Schritte machen, auch wenn es nur Babyschrittli sind. Morgen starten wir dann bereits schon in die letzte Geschichte vom Audio-Adventskalender. Dort habe ich mir nochmal ganz viele tolle Gaststimmen eingeladen. Solche, die ich sehr gut kenne. Es wird ein Familienprojekt. Bis dahin, ganz eine gute Zeit. Ciao, ciao.